Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ich habe eigentlich genau das erlebt, was der Dani vorher gerade gesagt hat. Ich arbeite in der reformierten Kirche, bin dort Pfarrer. Und dann ist nicht Gott, sondern der Dani zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich habe etwas vor mit dir. Ich möchte etwas mit dir machen, was du nicht kennst. Komm doch mal in Connect predigen. Jetzt der Unterschied ist natürlich zu dieser Geschichte, die wir nachher gerade zusammen anschauen. Ich finde es überhaupt nicht doof. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und mit euch die Geschichte anschauen. Und ich glaube, es ist wirklich eine mega zentrale Geschichte. Wir sind ja in der Apostelgeschichte und die Geschichte, die wir heute zusammen anschauen, ohne die gäbe es kein Connect, es gäbe kein FEG, es gäbe auch keine reformierte Kirche, es gäbe keine Worship-Songs. Wahrscheinlich hat niemand von uns je etwas von Jesus gehört, wenn es diese Begegnung nicht gegeben hat. Wir müssen, um die Geschichte einordnen, zuerst schnell an den Anfang der Apostelgeschichte. Und dort lesen wir folgenden Vers. Jesus hat etwas gesagt zu seinen Jüngern, eigentlich das Letzte, was er gesagt hat, bevor er aufgefahren ist. Und das ist ein ganz entscheidender Vers. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Und ihr seht schon, wir sind jetzt beim Kapitel 10. Apostelgeschichte 2 haben wir schon behandelt. Das ist Pfingsten. Dort ist es so losgegangen, der Geburtstag der Kirche in Jerusalem. Und dort sind aber nur Juden dabei gewesen. Juden, die dann Christen geworden sind. Nachher hat sich ausgebreitet über ganz Judäa, alles noch unter Juden. Nachher ist es nach Samaria gekommen, die gute Nachricht von Jesus. Samaria, dort haben Halbjuden, könnte man sagen, gelebt. Also zwar Juden, die sich dann aber vermischt haben mit anderen Völkern. Und jetzt sind wir bei der Apostelgeschichte 10 und da heisst es auf der ganzen Welt. Und zwar ist dort ein Wendepunkt im Heilsplan von Gott, weil das erste Mal in der Apostelgeschichte 10 hören Nicht-Juden das Evangelium von Jesus. Sind es da noch so schön auf dieser Karte, oder? In Jerusalem hat es gestartet, dann hat es sich langsam ausbreitet über Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Das Ende der Welt ist Caesarea, kann man sagen. Dort spielt nämlich unsere Geschichte. Und die zwei Männer, die sich dort begegnen, die könnten fast nicht unterschiedlicher sein. Das ist der Petrus, der Simon Petrus und der Cornelius. Man sieht auch, wie bedeutend die Begegnung von diesen zwei Männern ist, daran, wie ausführlich der Lukas davon berichtet. Ihr müsst euch das vorstellen, denn als Lukas die Apostelgeschichte geschrieben hat, hat es noch keine Bücher gegeben, wie wir sie heute haben, sondern es waren ja so Schriftrollen gewesen. Und so die längste Schriftrolle, die man hatte, damals, waren etwa 100 Meter lang gewesen. Könnt ihr euch vorstellen, so zusammengerollt, 100 Meter, gibt eine recht große Rolle. Und die Apostelgeschichte ist genau etwa so lang. Ist also auf so einer Rolle etwa 100 Meter lang, wenn man die jetzt aufschreiben auf so eine Papierrolle. Und der Lukas muss also mega auswählen. Er hat so viel zu berichten, es ist so viel passiert, die Ereignisse haben sich überschlagen in der Zeit, wo Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist und die Gemeinde entstanden ist, haben sich die Ereignisse so überschlagen. Und der Lukas hat gut müssen auswählen, hey, was ist wirklich, wirklich wichtig, und hat nur das reingenommen. Und die Begegnung von Petrus und Cornelius ist so ausführlich, mehr als ein ganzes Kapitel. Das heisst, er hat gefunden, das ist wirklich etwas Zentrales. Darum muss ich es gründlich erzählen, sogar zum Teil doppelt erzählt er gewisse Passagen. Also es zeigt, wie bedeutend die Geschichte ist. Gut, wir steigen ein. Und zwar mit den beiden Hauptpersonen. Der Petrus, den kennt ihr wahrscheinlich. Ein Jünger von Jesus. Der hat zusammen mit dem Jakobus und dem Johannes, man hat gesagt, sind die drei Säulen der Gemeinde von Jerusalem gewesen. Also haben zusammen die Gemeinde geleitet. Und von Beruf war er Fischer gewesen, von Jesus dann zum Menschenfischer gemacht worden. Und er gehört eher zu der Unterschicht. Der Fischer gehört eher zu der Unterschicht. Er hat keine richtige Schulbildung gehabt, so als Kind. Man weiss noch, er ist verheiratet und, wie der Dani schon gesagt hat, ziemlich impulsiv drauf gewesen. Das ist also der Petrus. Der andere ist der Cornelius.
Was wissen wir über ihn? Der Cornelius war Hauptmann in der römischen Legion, Centurio. Der hat etwa 100 Soldaten befehligt. Durch seinen Job als Centurio gehört er eher zu der Oberschicht. Also schon mal das Gegenteil von Petrus. Er gehört zu der Oberschicht, er hat genug Geld gehabt, hat eine gute Bildung gehabt, sich auch in Militärschule und so. Hat vermutlich einflussreiche Freunde gehabt in diesem Caesarea, gehört also so zu der High Society. Und wie der Name von diesem Ort schon sagt, Caesarea, ist nach dem Kaiser benannt, nach dem Caesar, nach dem römischen Kaiser. Und die Römer haben ja so einen Kaiserkult gehabt, der hat eigentlich religiöse Züge angenommen. Also man hat der Kaiser, wenn eine Statue auf dem Kaiser da gestanden ist, hat man sich verbeugt vor dieser Statue, man hat Worship-Songs für den Kaiser gesungen, man hat also der Personenkult ist mega stark im Römischen Reich und in dieser Stadt Caesarea, die heisst ja schon so, ist der Personenkult nochmal ein Stück stärker gewesen. Der Cornelius ist aber ein besonderer Hauptmann. Er ist nämlich gottesfürchtig. Heisst also in der Apostelgeschichte. Gottesfürchtig hat man die Leute genannt, die eben den Kaiserkult nicht mitgemacht haben. Die gefunden haben, nein, Personenkult, das ist falsch, dass man so ein riesiges Ding macht um den Kaiser. Es gibt nämlich einen lebendigen Gott und der will angebetet werden. Wie er genau jetzt zu dem neuen Glauben an Gott gekommen ist, das wissen wir nicht. Wir können aber davon ausgehen, dass er das wahrscheinlich im Rahmen von seinem Job irgendwie in Berührung kam mit Juden, weil eine Aufgabe von der römischen Armee in diesen Provinzen war auch schauen, dass so die Juden beobachten, gerade jetzt in Caesarea, dass es nicht irgendeinen Volksaufstand gibt. Und so können wir davon ausgehen, dass der Cornelius in Kontakt kam mit Juden, vielleicht sogar einmal in einer Synagogenpredigt dabei war und dort gehört hat, hey, das leuchtet mir ein, dass es einen lebendigen Gott gibt und dass man nicht den Kaiser so verherrlichen sollen, weil der ist ja nur ein Mensch wie du und ich. Er hat also eine neue Religion angenommen. Er hat ganz viele alte Gewohnheiten hat er zurückgelassen. So durch seine ganze Schule, gerade auch in der römischen Armee, hat er immer eingetrichtert bekommen, wie wichtig der Kaiser ist. Und die alten Gewohnheiten, das, was er gelernt hat über Jahre, hat er also zurückgelassen und sich dem neuen Glauben angeschlossen, zusammen mit seinem ganzen Haus, seiner Familie, seinen Bediensteten, allen, die dort bei ihm im Haus gelebt haben. Und wir wissen, dass sein Glaube der Cornelius motiviert hat, um anderen Menschen gut zu tun. Das ist aufgefallen in Caesarea. Der Cornelius, das ist einer, der schaut auch für die Armen, auch für die, die etwas brauchen, die es nicht so gut haben wie er. Zu denen geht er und denen hilft er. Und das Letzte, was wir von ihm noch wissen, ist, dass er gebetet hat. Er hat regelmäßige Gebetszeiten eingehalten. Das also der Cornelius, ein außergewöhnlicher Mann. Wir haben gesehen, die beiden, der Petrus und der Cornelius, sind total unterschiedlich. Oder Oberschicht, Unterschicht, im ganz anderen Umfeld, wie sie sich bewegen, andere Kleider, andere Bildung. Und mit diesen zwei Personen, die so unterschiedlich sind, schreibt jetzt Gott Geschichte. Und zwar eben ein Meilenstein, der sich hier ereignet. Gott fädelt die Begegnung so ein, dass er Cornelius eine Vision schenkt. Und zwar sieht der Cornelius, als er gerade am Betten ist, einen Engel. Und der Engel kommt zu ihm und sagt, schick ein paar Leute nach Joppe. Das sehen wir auf der Karte. Ist jetzt gerade verdeckt. Hier. Schick ein paar Leute an der Küste entlang nach Joppe. Und dort hat es ein Haus am Meer. Und dort sind 2 Simons drin. Ich habe mich noch gefragt, ob ihr mir die Predigtext gerade gegeben habt, weil so viele Simons drin vorkommen. Das passt gerade gut. Es sind 2 Simons, das hat der Engel gewusst in diesem Haus. Und darum hat er es nachher genau beschreiben, Gang zum Simon, der den Beinamen Petrus hat. Der andere Simon, hat der Engel ihm auch noch gesagt, das ist ein Gerber. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Gerber ist. Ein Gerber, der macht Leder aus Häuten von toten Tieren, nicht aus Federn von toten Tieren, aus Häuten von toten Tieren macht der Gerber Leder. Und das hat 2 Nachteile gehabt. Einerseits hat das mega gestunken, wenn man so die ganze mit toten Tieren
halt zu tun hat. Und darum sind Gerbereien oft ein bisschen außerhalb von der Stadt gewesen. Und Gerber auch ein bisschen außerhalb von der Gesellschaft, weil die haben den Geschmack eigentlich fast nicht losbekommen. Und der zweite Nachteil, den so ein Gerber hatte, ist, dass er nach jüdischem Reinheitsgebot unrein war. Die ganze Zeit unrein. Für die Juden war das ganz zentral, dass sie immer wieder rein geworden sind. Haben sie mit rituellen Waschungen oder durch Opfer sind sie wieder rein geworden. Und Gerber, der ist immer unrein. Jetzt der Simon Petrus ist also bei dem Gerber zu Gast. Und der Simon ist ja immer noch Jude gewesen. Er hat zwar an Jesus geglaubt, aber hat sich noch an die jüdischen Gebote gehalten, also an die Reinheitsgebote. Und eigentlich ist das schon mega außergewöhnlich, dass jetzt ein Jude einfach bei einem Gerber zu Gast ist und durch das eigentlich auch unrein wird. Und wir sehen schon, auf was die Geschichte ein bisschen rausläuft. Auch der Petrus hat alte Gewohnheiten müssen ablegen. Das ist jetzt eine Gemeinsamkeit zwischen diesen zwei. Der Cornelius hat einen neuen Glauben angenommen und seine alte Gewohnheit vom Kaiserkult zurückgelassen. Und der Petrus, der hat eine alte Gewohnheit von dem Reinheitsgebot zurückgelassen. Der Cornelius hat also die Vision gehabt und hat sofort ein paar von seinen besten Leuten geschickt nach Joppe, um den Simon Petrus zu holen. Jetzt ein Szenenwechsel. Währenddem die Leute unterwegs sind, hier, geht ein paar Tage, bis sie hier zu Fuß hier runtergelaufen sind. Währenddem jetzt Cornelius seine Leute die Reise gemacht haben, ist der Petrus aufs Dach vom Haus von Simon, dem Gerber. Und dort hat er gebetet. Es war kurz so vor Mittag und ich nehme an, der Petrus hat das so jeden Tag gemacht, dass er sich Zeit genommen hat, vielleicht immer vor dem Mittag ist er aufs Dach oder sonst hat sich zurückgezogen und hat Zeit mit Gott verbracht. Das ist etwas, was mega hilfreich ist, wenn man das wie so fix irgendwie im Tagesablauf drinnen hat. Der Cornelius hat das auch gemacht, also nochmal eine Gemeinsamkeit. Beide haben regelmäßige Gebetszeiten gemacht. Und der Cornelius hat eine Vision bekommen in seiner Gebetszeit und der Petrus auch. Und zwar eine ziemlich spezielle. Ich stelle mir das wirklich noch besonders vor. Er steht am Betten, er hat mega Hunger, weil es ja gleich Mittag. Und dann kommt von weitem vom Himmel oben runter, sieht, wie es immer grösser wird, kommt so ein Segel, so ein grosses Tuch. Und dann sieht er, hey, da hat ganz viele Tiere drin. Und hat vielleicht gedacht, hey, genial, jetzt ist gerade das Essen und so, hey, werft den Grill an, ich besorge das Fleisch, es kommt gerade vom Himmel. Und dann kommt das immer weiter runter und dann sieht er, das sind alles unreine Tiere, die dürfen wir gar nicht essen. Das sind irgendwelche Reptilien, Schlangen, andere unreine Tiere, die auch nach dem jüdischen Reinheitsgebot verboten sind zum Essen. Und die kommen jetzt alle auf dem Tuch oben runter. Und dann hört der Petrus noch eine Stimme, was heisst, Petrus, schlacht und iss. Und der Petrus denkt, nein, niemals. Ich habe noch nie ein unreines Tier gegessen, das werde ich nicht machen. Und dann hört die Stimme nochmal, schlacht und iss. Immer noch weigert sich der Petrus, das zu machen. Und das dritte Mal hört er dann die Stimme, die sagt, Petrus, wenn Gott etwas für rein erklärt, dann darfst du das nicht als unrein beachten. Als er das gehört hat, verschwindet das Tuch gerade wieder, nichts gesehen mit Barbecue. Und der Petrus weiß noch gar nicht, was genau damit anfangen, mit dieser Vision von irgendwelchen Tieren. Und er soll jetzt eben das, was Gott für rein erklärt, nicht als unrein anschauen. Und gerade in dem Moment, wo er wahrscheinlich noch so darüber nachdenken ist, was bedeutet echt die Vision, hört er, wie es unten klopft. Und dann kommen die Männer vom Cornelius. Kommen zu ihm und sagen, der Cornelius, ein römischer Centurio, der möchte dich zu Gast haben. Jetzt nochmal etwas im jüdischen Gesetz, ein Jude darf nicht zu einem Nicht-Jude heim essen. Also jetzt kommen die und verlangen von ihm eigentlich ein bisschen etwas Ähnliches, wie vorher die Stimme von Gott gesagt hat, Schlacht und iss. Nein, darf ich nicht, das ist doch verboten. Kommen jetzt Männer an seine Tür und sagen, komm zu Gast zu einem Römer. Und er auch eigentlich zuerst, nein, darf ich nicht. Aber doch, ich habe gerade die Vision gehabt. Und dann hat er gecheckt, warum Gott ihm gesagt hat, das, was ich für rein erkläre, sollst du nicht als unrein anschauen. Und er hat gesagt, okay, ich nehme die Einladung an. Und nachdem sie dort übernachtet haben, haben sie am nächsten Tag sich auf den Weg begeben und sind nach Caesarea.
Nochmal ein Szenenwechsel. Wieder zurück nach Caesarea zum Cornelius. Der hat nämlich, weil ja der Petrus auf Besuch kommt, und ich nehme an, er hat nicht genau gewusst, wer der Petrus ist. Man könnte vermuten, er hat gedacht, das ist vielleicht so ein Edelmann, muss irgendeine wichtige Person sein, wenn Gott mir sagt, hol den Petrus da an. Und darum hat er ganz viele Freunde eingeladen. So die Oberschicht von Caesarea hat sich versammelt, dort beim Cornelius. Und sie haben ein festliches Essen vorbereitet. Und dann kommt der Petrus, der hat noch ein paar Freunde mitgenommen. Sie stehen dort vor der Tür und der Cornelius hat sich gedacht, okay, ist ja wirklich der Petrus? Ich meine, wie er angezogen sind und so, habe ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. Aber ja gut, kommt doch rein. Und der Petrus sagt noch auf der Türfalle, weisst Cornelius, eigentlich dürfte ich gar nicht zu dir kommen. Aber Gott hat mir eine Vision geschenkt, dass ich trotzdem, obwohl ich jetzt nach dem Reinheitsgebot unrein werde, komme ich zu dir rein, weil Gott hat mir gesagt, dass ich das soll. Man muss sich jetzt das Bild mal vorstellen. Jetzt haben wir dort die Oberschicht versammelt von Caesarea und dann kommen hier ein paar verlumpte Gestalten daher. Auf der einen Seite die fein angezogenen, fein schmeckenden, parfümierten, mit Tischmanieren und so gebildeten Leute. Und auf der anderen Seite die 7 Fischer oder Handwerker, Leute aus der Unterschicht, in Alltagskleidung und sie stinken alle noch nach toten Tieren. Das ist die Situation, die wir dort haben. Jetzt weiss ich nicht, ob du auch schon mal in so einer Situation gesehen bist. So eine Situation, wo man denkt, hey, da gehöre ich irgendwie nicht dazu. Ich habe mal mit ein paar anderen zusammen eine Wanderung gemacht in Liechtenstein. Mega schöne Landschaft, dort über Stock und Stein, durch die Wälder und so. Und unser Ziel war Vaduz. Und wir wollten dann noch nicht mehr einkehren und sind so ins erstbeste Restaurant. Und schon als die Tür aufgeht, merken wir, hey, da gehören wir nicht dazu. Wunderschön, weisse Tischtücher, schön deckt, alles Leute im Anzug, die Frauen in schönen Kleidern. Alle essen dort und wir kommen hier verschwitzt, schwitze T-Shirt mit dreckigen Wanderschuhen, kommen wir dort rein. Und es hat sich dann tatsächlich herausgestellt, dass das Restaurant des Fürsten von Liechtenstein war. Und wir kommen hier so als verlumpte Wanderer. Und dort ist genau das Gefühl aufgekommen, irgendwie gehöre ich nicht dazu, ich bin hier fehl am Platz. Man redet davon, dass es in der Schweiz sogenannte Milieugruppen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass man in der Schweiz etwa 10 so Milieus kann unterscheiden kann. Das heisst, Gruppen von gleichgesinnten Menschen, die ähnliche Bildung haben, ähnliches Einkommen, so ein bisschen ähnliche Interessen, so die Milieus. Und ich habe hier mal so ein Bild, wo man die Milieus sieht. Man hat da recht viel darum geforscht, über die Milieus. Das verändert sich auch wieder immer wieder. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, das sind die 10 Milieus. Das ist eher so die Oberschicht, die oberste Reihe, die Mittelschicht und die Unterschicht. Also man sieht, die Oberschicht zum Beispiel hat Champagner, so Krawatte an und so. Und in der Unterschicht irgendwie Bier und Pommes und Wurst. Das sind jetzt eher so die traditionelleren Milieus und das sind eher die moderneren Milieus. Und dann haben wir hier bei der Oberschicht, bei den moderneren, halt irgendwie immer die neuesten Gadgets und so, alles dabei. Und hier in der Unterschicht eher billiges Bier und so, man kann sich gar noch Handy leisten, verrissene Kleider und so. Das sind so die 10 Milieus in der Schweiz. Und man redet in dieser Milieutheorie von sogenannten Ekelgrenzen. Es klingt jetzt ein bisschen hart, aber es bringt es eigentlich noch gut auf den Punkt. Dass es nämlich zwischen Menschen aus verschiedenen Milieus automatisch eine gewisse Distanz gibt. Nur weil man einfach anders aussieht, anders redet, einen anderen Wortschatz eben zum Beispiel hat, das stößt gewisse vielleicht gerade ab, wenn man irgendwie ein paar Fremdwörter braucht und man selber hat keine Schulbildung, dann merkt man gerade, mit dem kann ich mich nicht wirklich unterhalten. Oder so, gibt es ganz viele so Sachen, die einfach eine Distanz schaffen. Und
wir alle tun, ob wir wollen oder nicht, Menschen ganz schnell nach ihrem Äußeren einfach einmal beurteilen. Es muss gar keinen bösen Willen haben, aber das hilft uns auch ein bisschen durchs Leben gehen, indem man einfach schnell ein bisschen kategorisieren kann. Und unter anderem, glaube ich, auch eben so bei Milieus, dass man merkt, hey, der ist mir jetzt noch sympathisch, dann merkt man plötzlich, der ist irgendwie auch so im gleichen, hat vielleicht ähnliche Bildung oder so, oder ist auch Christ, die Religion spielt auch eine Rolle, hat ähnliche Hobbys und so Sachen. Das verbindet einen. Ich habe das einmal stark erlebt, eben, ob ich es wollte oder nicht, es war einfach so gewesen. Ich war im Zivildienst in der Stadtgärtnerei in Basel und habe dort super Typen kennengelernt. Es war eigentlich wirklich eine coole Gemeinschaft gewesen. Aber man hat dann gemerkt, wenn man so Pause gemacht hat, dann hätte man noch ein bisschen über das Arbeiten reden und dann irgendwann ist unser Gesprächsstoff recht schnell ausgegangen. Irgendwie keine gemeinsamen Hobbys, wir verfolgen irgendwie nicht die gleichen Nachrichten oder so. Wie irgendwie nicht so viel, wo man gemeinsam jetzt darüber schwätzen. So ähnlich ist es auch an dem Tisch von Cornelius gewesen. Die haben nämlich auch nicht genau gewusst, was sie jetzt miteinander reden sollen. Die haben auch so eine Ekelgrenze gehabt, so eine Distanz, automatisch, einfach durch ihr Äußere. Und der Petrus hat dann den Mut zusammengenommen, impulsiver Typ, der getraut sich etwas, und hat gefragt, aus welchem Grund haben die mich eigentlich hierher geholt? Und der Cornelius hat von seiner Vision erzählt, dass er auch eine Vision hatte, wie der Petrus auch. Und er hat gesagt, jetzt sind wir alle hier versammelt, um zu hören, was du im Auftrag von Gott uns zu sagen hast. Und dann hat der Petrus eine kurze, prägnante Predigt gehalten. Mit allem, was wichtig ist, das Evangelium auf den Punkt gebracht. Auch der Mann, der eben keine Schulbildung hatte, hat jetzt diesen feinen Pinkel dort erklärt, was die gute Botschaft von Jesus Christus ist. Gott hat die Ekelgrenze überwunden. Er hat die Begegnung vorbereitet. Er hat beiden eine Vision geschenkt und beide haben darauf gelost und sind sich so begegnet. Ohne dass Gott das eingefädelt hat, wären sie wahrscheinlich sich nie begegnet. Die wären sich immer aus dem Weg gegangen, weil sie einfach zu einer anderen Schicht gehört haben. Jetzt, ich habe es vorher schon gesagt, es ist ein Meilenstein im Heilsplan von Gott, weil jetzt das erste Mal Nicht-Juden das Evangelium hören. Hier in Caesarea am Tisch von Cornelius hören sie das erste Mal, dass Jesus umgezogen ist und Leute geheilt hat, dass auch Besessene geheilt hat und befreit worden sind, dass Jesus dann gekreuzigt worden ist und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist und dass er, der Petrus, mit Jesus zusammen gegessen hat und das gesehen hat mit eigenen Augen wieder, wie Jesus wieder auferstanden ist. Und dann hat Jesus ihnen einen Auftrag gegeben, nämlich dem ganzen Volk zu verkünden, so wie wir es vorher gelesen haben, eben nicht nur in Jerusalem, in Judäa und Samaria, sondern in der ganzen Welt die gute Nachricht zu verkünden, sodass jeder, der an Jesus glaubt, Vergebung für seine Schuld bekommt. Das hat der Petrus dort kurz und knapp predigt. Und dort ist jetzt das erste Mal das Christentum nicht eine innerjüdische Bewegung geblieben. Für uns ist es heute irgendwie selbstverständlich, aber dazumals, auch für Petrus, ist das überhaupt nicht selbstverständlich gewesen, dass jetzt auch Nicht-Juden plötzlich die Botschaft hören. Jesus war Jude gewesen, alles ist so in diesem innerjüdischen Ding hat sich abgespielt und jetzt das erste Mal geht es auch nach außen. Währenddem der Petrus noch predigt hat, passiert etwas, was ein paar Wochen vorher in Jerusalem passiert ist, nämlich sie erleben eigentlich ein zweites Pfingsten. Der Heilige Geist ist auf die Leute herabgekommen, alle, die dort versammelt waren, sie haben zusammen Gott gelobt in allen möglichen Sprachen. Vor allem die 6 Freunde von Petrus, die sind erstaunt gewesen. Der Petrus war schon vorbereitet gewesen, dass so etwas passieren könnte. Gott hat ihm die Visionen gegeben, aber seine Freunde, die sind ja völlig unvorbereitet jetzt dort angekommen und die waren zuerst ein bisschen empört gewesen. Was, jetzt kriegen die gleiche Gabe, jetzt kriegen die auch den Heiligen Geist, wie es wir bekommen haben in Jerusalem. Aber für Petrus war eben klar gewesen, hey, Gott möchte alle Menschen retten und gerade jetzt ist der Moment, dass wir die alle taufen.
Und er hat dann seine Freunde, obwohl die vielleicht noch nicht so ganz überzeugt sind, hat er die genommen und sie haben alle die Oberschicht von Caesarea getauft. Und dort ist eine christliche Gemeinschaft entstanden. Ein Meilenstein im Heilsplan von Gott. Tür für die Evangelisation der sogenannten Heiden. Oder alle Nicht-Juden hat man damals als Heiden bezeichnet. Wir sind auch Heiden. Wir sind auch ein Volk davon. Der Connect ist eine Frucht davon, von dieser Begegnung zwischen Petrus und dem Cornelius. Die Apostel haben dann noch zusammen diskutiert, wie jetzt das genau geht mit dem jüdischen Gesetz. Wir haben jetzt die Heiden, die jetzt zum Glauben kommen, wenn sie das auch halten oder nicht. Da gehen wir jetzt nicht groß drauf ein, weil das kommt in Apostelgeschichte 15 noch. Dort haben sie sich getroffen in Jerusalem, sogenanntes Apostelkonzil, haben das genau beraten. Und der Petrus sagt dort am Apostelkonzil, hey, ich habe es erlebt, in Caesarea bin ich gesehen und ich habe gesehen, wie Gott den Heiligen Geist ausgegossen hat, auch über die Heiden. Die sind also jetzt, gehören auch dazu, in den Bund von Mensch und Gott. Und der Paulus hat dann auch die Erlaubnis bekommen, seine Missionsreise fortzusetzen, eben unter den Heiden. Jetzt an diesem Punkt stehen wir eigentlich noch heute. Damals hat es angefangen, dass die ganze Welt dürfen die gute Botschaft erfahren. Und Gott ist angewiesen auf Menschen, die es weiterverzählen. Er ist angewiesen auf einen Petrus, der es dem Cornelius weiterverzählt hat. Und heute sind wir gefragt. Wir sind dran, um die gute Nachricht weiterzuerzählen. Den Plan von Gott umzusetzen, dass alle Menschen das Evangelium von Jesus Christus hören sollen und dadurch gerettet werden. Jetzt sind wir die Zeugen, was ganz am Anfang in der Apostelgeschichte heisst, dass wir Kraft vom Heiligen Geist bekommen und dass wir allen die gute Nachricht weiter sagen. Wir sind aufgefordert, zum auch so Ekelschranken zu überwinden. Ich glaube, es gibt heute noch genauso wie damals, dass es einfach gewisse Leute gibt, wo wir uns mega überwinden müssen, um mit denen nur schon ein Gespräch anfangen. Und jetzt sollen wir gerade auch noch über einen Glauben reden. Das ist eine grosse Schranke, aber wir sind aufgefordert, genau das zu überwinden. Das Gute an dieser Geschichte ist, das ist eine riesige Zusage, dass nicht wir das einfach aus uns heraus machen müssen, sondern eben aus der Kraft vom Heiligen Geist. Gott hat die Begegnungen vorbereitet, hat beiden eine Vision geschenkt und ich bin überzeugt, dass Gott auch heute noch genauso Begegnungen vorbereitet. Dass er den Weg wie parat macht und dann musst du eigentlich nur noch gehen. Der Cornelius ist nicht durch Petrus zum Glauben gekommen, sondern Gott hat das alles eingefädelt und hat die inneren Vorurteile abgebaut. Die alten Gewohnheiten haben sie müssen über Bord werfen und sich so aneinander annähern. Und dann hat der Petrus die Gelegenheit bekommen, um eben Zeugnis ablegen vor dem Cornelius. Wir können das, glaube ich, wirklich gut auf heute übertragen. Unser Job ist nämlich eigentlich noch der gleiche. Und es gibt wie 3 Schritte, was es dazu braucht. Das erste ist, dass wir uns selber füllen lassen vom Heiligen Geist. Wenn du noch nie gesagt hast, Gott, ich möchte, dass du in meinem Leben regierst, ich möchte, dass du mich füllst mit deinem Heiligen Geist. Jesus, danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Heiliger Geist, komm, füll mich und setz den Plan, den du hast mit meinem Leben, setz den um. Wenn du so etwas noch nie gesagt hast, dann ist das der erste Schritt. So wie der Petrus auch an Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist und befähigt worden ist. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann ermutige ich dich, das irgendwann mal zu machen. Es kann heute so oben sein, indem du auf eine Person, die du gut kennst, die du vertraust, auf sie zugehst, kannst du auf mich zukommen, das Gebetsteam ist nachher während dem Worship da. Dann geh auf die Person zu und mach so wie der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann auf Gott hören, in regelmäßigen Gebetszeiten. Der Cornelius und der Petrus haben beide regelmäßig gebetet, sind in der Stille gewesen und haben auf Gott gelost. Und das hat es erst ermöglicht, dass sie die Visionen bekommen haben. Wenn wir das wie einüben, regelmäßig auf Gott zu hören, dann merkt man immer besser, was ist Gottes Stimme und was nicht. Ich mache wirklich die Erfahrung, dass man mit der Zeit unterscheiden kann, das sind meine eigenen Gedanken und das ist jetzt etwas von Gott. Das kommt aber nur durch Übung. Es reicht nicht, wenn man einfach mal schnell 5 Minuten still ist und dann eine grosse Vision erwartet. Es braucht tägliches Training und dann kann Gott einem wirklich so
grosse Visionen schenken, wenn man auf ihn lost. Und wenn er dann etwas sagt, dann muss man auch gehorsam sein. Die beiden sind gehorsam gewesen, der Petrus und der Cornelius. Sie sind aus ihrer Komfortzone gelockt worden und sie haben das gemacht, sie haben den Schritt gemacht aus ihrem Milieu raus, aus ihrem, dort, wo sie sich wohlfühlen, aus ihrem bekannten Kreis. Sie haben auf Gottes Stimme gehört und darauf vertraut, dass er da mitkommt. Und der dritte Schritt, wenn wir dann mal gefragt werden, dann müssen wir bereit sein, Zeugnis abzulegen. Wenn dann eben wie so ein Cornelius dich fragt, entweder was glaubst oder warum gehst du da amigs in Connect oder wieso bist du so fröhlich oder so, dann gib Zeugnis ab für die Glaube. Das ist der dritte Schritt. Wenn die Jünger damals nicht das weiterverzählt hätten, dann wäre das Christentum nach einer Generation tot gewesen. Und alle die Jünger, man geht einmal davon aus, fast alle sind als Märtyrer gestorben. Die haben mit dem Leben gezahlt, dass sie die Botschaft weitergegeben haben. Das ist nicht einfach etwas easy gewesen oder so. Und wir haben heute manchmal schon das Problem, wenn wir jemanden ansprechen sollten, der etwas anders aussieht und andere Hobbys hat. Damals sind die Herausforderungen noch ein bisschen grösser gewesen. Wir sollen also bereit sein, Zeugnis abzulegen für unseren Glauben, dann, wenn wir gefragt werden. Ich fasse die 3 Schritte nochmal kurz zusammen. Erstens, das Leben Gott anvertrauen, sich vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Zweitens, auf Gottes Stimme hören, durch regelmäßiges Gebet und Gehorsam sein. Und drittens, bereit sein, die gute Nachricht weiterzusagen. Ich möchte zum Schluss für das beten und ich lade dich ein, das Gebet innerlich mitzusprechen. Danke Gott, dass du so ein grosser Gott bist für die ganze Welt, für alle Menschen. Dass du das Tor aufgestoßen hast, dass auch Heiden, dass auch wir heute dürfen an dich glauben und dürfen Vergebung bekommen für all unsere Schuld durch das, was du, Jesus, gemacht hast am Kreuz. Danke vielmals, Heiliger Geist, dass du so Begegnungen vorbereitest, wie damals beim Petrus und Cornelius, dass du den Weg bahnst für deine gute Nachricht und dass wir dann eigentlich einfach noch dürfen auf einer geraden Strasse laufen und dass wir dürfen deine Werkzeuge sein und dass du uns brauchst. Und ich bitte, dass du uns zeigst, wo wir vielleicht eben so eine Grenze haben oder irgendwie Vorbehalt, Vorurteil gegenüber anderen Leuten, dann räum du das alles aus dem Weg und schenk du uns Begegnungen mit Menschen, die auf der Suche sind nach dir, wo du vielleicht schon ein paar Mal angeklopft hast, aber wo jemanden brauchen, der ihnen das Evangelium erklärt. Dann brauchst du uns für das und ja, ruf du Leute dazu, zu deiner Kirche hier in dieser Stadt. Schenk du, dass sich dein Reich ausbreiten darf. Und wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, dass du uns brauchen darfst, dass wir miteinander Zeugnis ablegen können für das, was du Gutes da hast. Amen.